Christus als Obersternen hin als wirklich Obersternen. Mit diesem Ostergruß begrüßen ich, liebe Damen und Herren, liebe alle Guten, die da den Doc angeschaltet hat, für heute am Ostersonntag den Segen Urbi et Orbi, den der Papst François wird spenden, mit zu verfolgen und noch mit zu empfangen. Mir sehen schon Bilder von Rom, von der Petersplatz, wo eine begeisterte Population, Leute, die unter Mast, die da gerade rüber den Papst winken, den zwar im Rollstuhl, aber doch an einem Papamobile über den Petersplatz gefahren ist, für die Leute von Not zu begrüßen, für ihnen frohe Ostern zu wünschen, an der Fried, die von Christus könnt, teilholen zu lassen. Wir sind froh, dass hier heute dabei ist, der Papst François, der auf Karfreitag viel gezogen hat, nicht an einer relativer Kälte zu Rom bei 10 Grad am Kolosseum dabei zu sein. Den hat ja wie mir auch die Kreuzfee aus dem Kolosseum über den Fernsehmatt geguckt. Aber gestern Abend schon durch der Nacht waren an der Petersbasilika dabei. Und noch heute Morgen hat den Mass an der Petersplatz präsidiert. Geht das hin, vielleicht nur ein Minimum von den liturgischen Bewegungen und Aktionen gemacht wird, für sich ein bisschen zu schonen. Ich erinnere daran, ich war ja die Woche für drin, bis der letzte Samstag, gestern für eine Woche, 3 Tage, an der Gemelli-Klinik, weil er eine kleine Bronchit hat. Der Papst hat auch mal gesagt, mit einem gewissen Humor, es wäre nicht so dramatisch, dass er nicht mehr so stehen und gehen wie für drin. Es geht in die Kirche nicht mit den Knien, Leden, mehr echt mit dem Kopf und auch mit dem Herz gebe ich dabei fügen. Den Kardinal Parolin, der in der vergangenen Woche zu Lützeburg auf Erbisvisit war, hat nämlich genau das gesagt, dass wir als Christen eigentlich agieren und noch schwätzen müssten mit dem Herz, dass wir mit dem Herz dabei sind und dass das letzten Endes geliebt wäre, die wir von Gott empfangen, die wir an unserem Herz haben, die in unserem Motto ist, für auch anderen Gutes zu tun, die Liebe weiter zu schenken, und noch an vielleicht Krankheit, an Leid von anderen, mit unserem Herz dabei sind. Und das ist ja natürlich ein großes Thema und das ist ein KD gewirrscht, das unsägliche Leid, was zusätzlich zu den Naturkatastrophen, den Krankheiten und auch durch die Kriege an der Welt, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg, über ganz viele Menschen kommen. Der Papst schwätzt da, wie ihn das schon an der Ausspruch zum Nationalfeiertag gemacht hat, wie er seinen Ausspruch für den diplomatischen Korps im Vatikan gemacht hat, sogar von einem 3. Weltkrieg an Dela. Da steht der Papst ja wunderschön, gerade ab Ostern, wo wir Doberstehung für Christus feiern. Und nach dem Krieg, für Begeisterung von den Leuten, hören wir dann Dinno e Marcia Pontificale, Nationalhymn von der Vatikanstadt, die 1950 heilige Jahr damals angefordert wurde. Und über die großen Gelegenheiten wie den Urbi et Orbi Segen, den Anfang von so einer Liturgie, von so einer großen Feier markiert. Den Text wird heinz du geändert. 1993 als es eine
neue lateinische Fassung am Titel O Felix Roma, die auch ganz besonders den Papst als Nachfolger vom Heilige Petrus, den zusammen mit dem Heilige Paulus als Apostelfürsten verehrt wird, an die zu Romeo begraben sind. Der Heilige Petrus eben in der Petersbasilika. Auch als enger Predigt und Message für Gestroven, dass es dem Ungerechtigkeit ging. Und da sieht der Papst, lieb Brüder und Schwestern. Heute verkennen wir, dass der Herr, der Meister von unserem Leben, auferstanden ist, das Ostern. Vom Tod und der Auferstehung, von dem Verzweifeln und dem Vertrauen, als den Übergang am Ostertag geschieht. Ich gebe euch alle Guten und mit der Friede am Herz schön und froh Ostern für alle Guten. Viel von euch, liebe Brüder und Schwestern, besonders für die Kranken, für die Armen, für die Alten, für die, die an einer schweren Epreuve sind, die mit sind, dass der Passage soll sein von der Desolation und Konsolation. Jesus, den Auferstandenen, die Lebendigen, als Mutter ist für immer. Und der Kirche, im Mund und der Welt, wird hier eine Hoffnung geben. Den Auferstandenen Herr hat uns eine Brücke gebaut zum Leben hin. Das Schicksal von der Welt ist geändert gehen. Heute, wo auch dann am meisten wahrscheinlichen Datum von der Auferstehung zusammenfällt, wollen wir diesen schönsten und wichtigsten Tag von der ganzen Geschichte feiern. Christus ist auferstanden. Und ist wirklich auferstanden. Wird besonders an den Kirchen am Orient gefeiert und proklamiert wird. Die Hoffnung ist keine Illusion, es ist Vorrecht. Sie ist der Weg von der Menschheit, von Ostern uns. Weisen uns die Echtzeichen von der Auferstehung. Die Evangelien weisen, wie die ersten Disciplen geflasst waren, für die Annonce, die Verkündigung von der Auferstehung zu machen. Maria von Magdala sedet den Petrus und den Johannes und die laufen bei Deidelgraf. Am Osterabend begegnet den auferstandenen Herr den zwei Jünger von Emmaus, wie sie hin erkannt haben beim Brechen vom Brot, waren auch sie ganz begeistert und sind zurückgelaufen auf Jerusalem für den anderen da zu suchen. Dann ist der Petrus auch hat Jesus im Bauch vom See von Galiläa gesehen. Und von Fred hat er aus dem Wasser gesprungen, direkt für dem Jesus entgegenzugehen. Ab Ostern geht dieser Weg zu einer Kurs, einer Beschleunigung von statt. Du siehst mal den Sinn von unserem Schicksal, Jesus Christus, die Hoffnung von der Welt. Müssen noch mehr als durchgehen, als bewegen lassen. Muss man an der ganzen Menschheit die frohe Nachricht von Ostern, die die Stadt vertreibt, verkündigen. Muss man es fleißen, für die Grenzen und Trennungen zu überwinden. Gerade überall da, wo es nötig ist. Dass man die Wege vom Frieden und von der Fraternität beginnen
a partire da quelli che offrono assistenza e accoglienza a quanti fuggono dalla guerra. Als man gerade an die denken, die für den Krieg fortlaufen, dass sie auch in der Köhe fallen. Es gibt so viele Stänge Weh, über die man muss sprangen. Für das man den Weg bei den Obersternen fanden. Zu ihm wollen wir rufen, Helleweis, die mit ihr entgegen können. Helleweis als Herzen abzumachen. Hilft dem Volk von der Ukraine, was man so gerne hören. Alles auch die Licht von der Oberstehung, ob das russische Volk kommen. Denken an all die, die ihr Lebst durch den Krieg verloren. Denken an Prisonnier, dass sie an ihre Familien zurückkehren wollen. Macht Herz ab von der internationalen Communität, dass sie auch alles beitragen, was sie können für diesen Krieg auf ein Ende führen. Denken an Syrien, dass du den Frieden kennst. Die an der Türkei durch das schlimme Erdbeben getroffen wurden. Das wir beten für all die Familien und Freunde verloren haben, und die ohne Haus da sind. Dass sie Unterstützung von dem Herrgott, aber auch von den Menschen finden. Diesen Tag wollen wir auch ganz besonders die Stadt für Jerusalem aufvertrauen. Ich mache mir wirklich Sorgen für die vielen Attacken an den letzten Tagen. Die verhindern, dass du ein Klima von Respekt, von gegenseitigem Respekt und Vertrauen kann sein. Für dass der Frieden soll herrschen zwischen den Palästinensern und den Juden. Immer noch sind sie da unter sich noch Stabilität. Für dass alle Bewohner in dem Land zum Wohl von dem Land können beitragen. Vergiss auch nicht, Herrgott, Volk von Tunesien, wo ganz viele Junker wenn sozialen und ökonomischen Probleme leiden. Das ist eine Welt von Frieden und von Brüderlichkeit gebaut gehen. Gucken auf Haiti, ein Land, das hinter Jahren viel Leid durch humanitäre und politische Krise. Hilft das auch die politisch Verantwortlichen von der internationalen Communität helfen, eine friedliche Solution zum Wohl von dem Volk, was so viel erprüft ist. An Äthiopien, an Südsudan. Da wollen wir auch daran denken, dass die viel Gewaltaktionen noch am Kongo abhaben. Die christlichen Kommunitäten auch an anderen Plätzen wie in Nicaragua feiern Ostern Haut in einem schwierigen Umfeld, dass sie ihre Glauben frei und öffentlich können verkündigen und leben. Denke noch an das Buch Burkina Faso, Mosambik und Nigeria. Hölle wird in Myanmar. Macht Herz zu helfen denen Verantwortlichen, dass Gerechtigkeit kann antreten. Unterstützt Flüchtlinge, die deportiert, die politisch Gefangenen, all die fortgehen, all besonders die, die am vulnerabelsten sind, all die Hunger leiden, Armut leiden, und noch die durch den Drogenhandel Schuld erleiden. Sklavereien. Dass kein Mensch, kein Mann, keine Frau diskriminiert soll sein, als seiner Dignität. Mit das Menschenrechte vollständig respektiert gehen in einem demokratischen Sinn. Es geht darum, den Bien commun von denen, die da wohnen, Sicherheitskonditionen
an ein friedlich Zusammenleben aufzubauen. Fratelli, sorelle, Brüder, ritroviamo Schwestern, anche noi il gusto del cammino, acceleriamo i Lass noch battiti mehr della speranza, pregustiamo la die bellezza Gure del cielo, empfangen von der attingiamo Schönheit, oggi von dem le Weg, energie den per zum andare Himmel avanti feiert, nel von bene diesem gemeinsamen Weg, incontro al bene che non delude. E se come was si wir dice un padre zum antico, Guten il più grande beidrohen. peccato è non credere nelle Die größte energie Sünde, della das resurrezione, nicht oggi zu crediamo. glauben, Sì, ne siamo die certi. Auferstehung. Cristo è davvero risorto. Wir sind sicher, Christus Crediamo ist in te, Signore auferstanden. Gesù. Wir glauben in dich, Crediamo Herr Jesus che con te la Christus. speranza Wir rinasce, glauben, dass il mit cammino dir prosegue. die Tu, Auferstehung, Signore della vita, die incoraggia Hoffnung i nostri aufersteht, die cammini Courage. e ripeti anche a noi, come ai discepoli la sera di Pasqua, pace a voi, So wie es pace a voi, zu pace alle a Generationen, sie es wiederholen nicht doch lo, Frieden für ihr. Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti Und wird e der a quelli che Papst ricevono François la sua all benedizione denen, die hier der Petersplatz sind, aber auch die über der Radio, Television oder die modernen Kommunikationsmittel concede mit ihm l'indulgenza verbunden sind, plenaria vollkommenen nella forma Ablass stabilita dalla zukommen Chiesa. an der Form, die Kirche viel gesagt. Preghiamo Dio Onnipotente Also auch che Beicht, conservi a lungo il Papa Empfang a von der guida della Kommunion, Chiesa an der Gebet, Abmeldung vom Heiligen conceda Propst, pace e Glaubensbekenntnis unità natürlich alla auch. Chiesa in tutto il mondo. Sind an den 60er Jahren muss ich nicht mehr auf der Platz sein, aber du hast festgelöst, dass all die mal über verschiedene Möglichkeiten mit dem Papst verbunden sind, die gesehen und den Heiren, diesen Segen Urbi et Orbi empfangen können. Deus intercedam pro nobis ad Dominum. Berufung von Maria, nachdem es der Apostel Petrus und Paulus so gerufen gehen, den Erzengel Michael, Johannes den Defer, und noch alle Herrlich, gehen noch am Anfang vom feierlichen Segen invokiert. Indulgentia, absoluzione, remissione omnium peccatorum vestrorum, spatium vere e fruttuose penitenzie, cor sempre penitens, et emendazione in vite, gratia e consolazione in Sancti Spiritus, et finalem perseverantia in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens e misericors Dominus. Amen. Da könnte Segen Et proprement dit, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit, wie dann der deutsche Übersetzung heißt. Schön, dass der Papst diesen Segen am Stuhlen konnte gehen und einer klarer und deutlicher Stimme seine Botschaft für Ostern konnte verkündigen. Und mir wie die Leute dankbar sind, dass sie du hast seine Stimme erhebt gegen alle Ungerechtigkeiten an der Welt, für den Frieden, die Versöhnung und auch die Hoffnung schön und encourageant wie davon wird. Denke, die Hymnen am Pontifikalmarsch, die wir kurz am Anfang schon hatten, die dann noch den offiziellen Schlusspunkt setzt von dem
Segen Urbi et Orbi. Den gewinnter Feierlichkeit bei dem schönen blauen Himmel stattfindet, mit viele Blumen, die auch von unseren holländischen Mitmenschen mit Christen gespendet wurden. 2020 und 2021, wie kein so feierliche Propstsege und der Platz stattfanden mit vielen Menschen. Da war die Tradition ein bisschen in Abrach gehen. Aber gerade ob Wirke noch von dem Pastor an der Gemeinschaft von Holländer, die da eine Nationalkirche und Friesenkerk ganz nobei bei den Seilen von reingeguckt, jetzt konnten unzählig Blumen, Hyazinthen, Tulpen natürlich, Narzisse, Rosen, Orchideen als Zeichen von der Oberstehung auf dem Leben das Jahr auf der Petersplatz kommen an abgestaltet gehen. Vielleicht Männer wie mal an der Zeit, sie kommen nämlich aus Holland von den großen Sponsoren, die da ein bisschen aufgesprungen sind, wie das mehr die Lokalkommunität, die Donner gesammelt wird. Und das kann aber bis zu 50.000 Euro gehen. Ich gelesen wird Blumenkasten, die eben von der katholischen Gemeinschaft von den Holländern selber zusammengebracht werden. Während den Pontifikalmarsch gespielt wird, kann ich mir ein bisschen daraus zitieren. Also, O Felix Roma, O glückliches Rom, O edles Rom, du bist der Sitz des Petrus, der zu Rom sein Blut vergoss, des Petrus, dem die Schlüssel überreicht worden sind zum himmlischen Königreich. Und dann adressiert sich diesen Text, den er recht 93, ob das Melodie vom Charles Gounod, die auch viel mehr alles von 1869 gesagt wird. Da geht den Text so weiter: Du Popst, was der Nachfolger von Petrus, du bist der Meister und Stütz von den Brüdern und Schwestern. Aber gerade diesen Aspekt, also in einer Zeit, wo viel Decouragement gesehen als wichtig, ein Steib für Brüder und Schwestern, für Fratelli Tutti, für mit singen eigene Wörter zu suchen. Du Popst bist den Dinger von den Dinger vom Herrgott, Servus Servorum, Popst das kein Despot, was Menschenfischer hielt von Dinger Herd, Bindeglied zwischen Himmel und Erd. Du Popst bist der Stellvertreter für Christus auf der Erde, sieht diesen Text weiter, Vicarius, Stellvertreter Christi, wird er genannt, für Christus, Fels an der Brandung. Das beweist hier auch, weil er selber ja auch gesundheitlich eine gewisse Stirn dran ist, weil er noch selber Kritik muss ernten und aber mit Courage den Synod ausgerufen wird, diese gemeinsame Weg, wo da viel mitgehen, aber auch viel Gegenwand zu spüren ist. In dem Sinn sieht Tim weiter, du bist der Wächter der Einheit. Du warst den die Unität soll bewahren, du est unitatis custos, einen ganz wichtigen Dienst und der Kirche und noch über die Kirche raus und der Menschheit.
wachsamer Verteidiger der Freiheit. Propst setzt sich auch an, war Menschen, wie man hören in seiner Ausspruch, in der Sklaverei und der Aufhängigkeiten, und noch gerade, wenn wir an all die Flüchtlinge denken, viel zu leiden haben. Hier als den darüber aufmerksam ist, den man Finger auf die Wunden von unserer Gesellschaft und Zivilisation hinweist. Klacken, Osterklacken, die auch symbolisch über Petersplatz raus an ganz Welt voll Nachricht von der Oberstehung verkündigen, Klacken die Fried von Ostern und Welt raus, Posaunen, ganz viel Riff, Tein von der Petersplatz, die Botschaft Christus als Obersternen unterstreichen und bekräftigen. Wir kommen noch löser dann von dieser Überdrohung. Ich vielleicht alle Guten. Merci für dabei sein, für mit Bierden, mit Nullaustern. Lass mal das auch zusammen das wieder von Hoffnung, von Trost, von Encouragement, die der Papst und Eis und Staat, Urbi und ganz Welt erreicht wird, wo an unserem Leben, an unseren Familien, an unserer Arbeit umsetzen und Frieden drohen lassen. In dem Sinne ein Kehr froh und gesegneten Ostern für euch und eure Familien und eine schöne und frohe Osterzeit.